Wenn dort andere Menschen ihre Schuld ist, dass du bist, wo du bist. Wir fangen von der mit einer ganz neuen Serie an. Ich dachte, wie nächste Sonntag, nicht? Wir fangen von der an mit einer neuen Serie, wo wir dann frisch anfangen. Und wir wollen von das vertellen, wenn es eine gute Ursache. Wir glauben unbedingt, dass alle von uns, wir haben irgendwo angefangen. Alles, was wir leben, alles, was wir tun, alles, was wir uns angewandt haben, oder angewandt haben, dort fange ich wo an. Alles auf den Anfang. Wir wissen Gott hat nicht, aber wir reden von unseren Dingen, was wir hier haben. Jeder denkt, hat angefangen, du hast angefangen, deine Familie, wo die besten angeboren, hat mal angefangen, dein befriedet Leben hat mal angefangen, wenn du befriedet bist. Deine Arbeit hat mal angefangen, deine Gefeilungen, die fangen mal irgendwo an. Denken dort, dass je naht werden, vielleicht 2 oder 3 Jahre, dann will jemand mit deiner Mama befrieden. Und dann seht ihr die Wiel befreit und der König, und dann ging das kaputt. Und dann wird in der Welt 2 werden, die Dad hat sich auch mit deiner Mama befreit. Das sind die ersten kleinen Jungs, die sich mit ihrer Mama befrieden. Wenn ihr dann 7 oder 8 werden, dann will jemand mit diesem Schmack im Jahr befrieden und sagt, Mom, Dad, die kann ich mit deiner Primas befrieden. Denkt ihr dort? Das ist einfach nicht eine Hang-up. Ja. Alles fängt irgendwo an. Alles fängt irgendwo an, und einmal dann geht es kaputt. Dann müssen wir uns drehen und sagen, okay, was ist dann reich? Was werden wir dann tun? Und was wir wollen tun in der Serie von Botschaften, ist Kraft von den Dingen vertellen. wo merken wir irgendwas haben, was wir haben gelehrt oder getan? Und dann einmal kommt das dazu, wo wir sagen, das schaffe ich. Und dann steht dort bloß proben wieder zu tun und bloß von was damit proben, was ferner zu merken. Wenn wir frisch anfangen, oder wir können vielleicht sagen, den Reset-Button einmal abknallen und sagen, wir wollen von Anfang anfangen. Und wir müssen uns lernen, zu Rerouting oder zu kommen, einen Reference Point haben, wo wir können anfangen. Und was ich probiere zu sein, das ist nicht, wenn die im befriedet Leben 2 Jahre und die Marriage nicht schaffen wird, nicht bloß trägen und sein, okay, dann wollte ich mich auf dem anderen befrieren. Wir merken Dinge schaffen. Aber der Punkt von das ist, dass wir wollen uns nicht lernen, bloß wenn du irgendwas erst, was uns Leben nicht schafft, dann bloß die ewige 10, 20 oder 60 Jahre bloß einmal dort proben, mit Druck zu drehen, sehen, wie lange das nach holen wird. Dann morgen schafft das war er nicht, und dann war er was umbacken oder ein bisschen Tape umdrehen. Wir wollen uns lernen, von der Wortel aus Dinge gesund zu merken. Wir wollen uns lernen, dass wir frisch anfangen, in so einem, wo wir den besten Grund haben, wo wir die Worteln gesund merken, so dass unsere Verhältnisse, die Dinge, was wir tun, die Dinge, was wir haben, wo wir uns lernen, von Anfang anfangen, irgendwo anfangen, wo wir können, einen ferner Grund haben, was du schaffst und was du nicht bloß jedes Mal 2 jetzt. Nu, Kraft von der, weil wir vertrauen von, wo wir den Reset-Button drücken, wenn wir wollen tun sind und wir wollten uns mal ins Leben nicht ruht. Und ich freue mich, dass du hier bist, weil das wird gesund sein für dich, das wird fern sein für dich. Und die Ursache, warum ich das sage, ist, weil keiner von uns ist hier von der Band, wo du nicht mal als irgendwo wollen tun werden, und du wirst eine Zeit, wo wir uns nicht ruht wissen, mit der Weide. Keiner von uns ist hier Band, wer du keinmal als irgendwo wollen tun werden, und du wirst eine Zeit, wo wir bloß nicht wissen, wohin du mit. Wir sind alle wollen tun werden. Und so, Weide ist ein Ding, was du, Weide ist ein Ding, was uns ändert. Wo immer du damit handeln ist, Weide wird dein Leben ändern. Wenn du bist Weide tun werden, entweder physisch oder emotionally oder geistlich, wenn du bist Weide tun werden, dort wird die ändern.
Und dort kann wir euch verbieten, dort wir nicht wollen ändern. Die große Frage ist bloß, wovon war ich, laut wie diese weiter uns Leben ändern will. Das sind unsere Wohl, oder wir können entscheiden, wo wir wollen ändern. Je haben vielleicht mal gesehen, wenn die E-Sports watchen, dann ist wird die gleichen zu sein. Und die sind in ihre Finals und die ganze Welt kickt. Es sind Millionen Menschen, die kicken, wer wird gewinnen. Dann ist da eine Person, die sich hat weiter tun, dann hält die ganze Welt für mehrere Minuten still. Woran wir das weiter? Weil wenn die Soccer-Players sind, dann weiß ich, dass ich weiter tun, nicht? Aber wenn Menschen dann weiter tun, dann hält alles ab. Pain oder weiter sind groß genug, dass die Welt kann abholen. Weiter sind groß genug, dass dein Leben kann abholen. Weiter sind groß genug, dass du glaubst, dass die Kosten nicht mehr an dein befriedet Leben tun. Weiter sind groß genug, dass du mir einmal abgibst und sagst, ich will euch mal proben. Und ich wundere, wenn wir hier von der Raum kicken, dann krieg, der wird hier sein, der wird horchen. Wie viel von uns würden in Moment denken in uns Leben, wo wir sehen, ich habe mal einen großen Traum, ich habe irgendwas, was mir angeht zu tun, ich bin mutig, ich habe entschieden, ich will eine feine Familie haben, ich habe entschieden, ich will eine feine Marriage haben, ich habe mich entschieden, ich will gute Verhältnisse bauen, aber die Weide, die ich in meinem Leben habe, die haben alles abgeholt. Ich wundere, wie viele von uns, wenn wir drei denken, wir können einen Moment denken, wo wir sind so weit tun werden, dass alles für uns stillgeholt. Vielleicht wird es deine Schuld, vielleicht wird es nicht deine Schuld. Vielleicht reden andere Menschen, vielleicht hast du bloß was dir passiert ist in deiner Familie. Some von uns, wir denken, du sind Momente, die was in uns Leben, wo sich dazu sperrt, dass uns Hort will abholen, weil wir dachten, wir würden nicht wieder kennen. Right? Was tun wir mit dort? Was tun wir mit diesen Dingen, wenn wir sind weit tun werden, und wir nicht weiter tun? Nu, was wir von der wollen tun, ist, wir wollen nicht bloß sein, weil wir weiter verbieten, avoiding. Wir wollen, because wir können euch alle weiter verbieten. Wir sind in einer verbrechenden Welt mit verbrechenden Menschen. Und so wir können euch alle weiter verbieten. Aber du und ich, wir haben die Gelegenheit, zu entscheiden, was wir mit der weiter wollen tun. Und hier ist, du sind zwei Wege hauptsächlich, zu mit weiter handeln. Wir können es wieder nicht tun, aber es sind zwei Wege, zu mit weiter handeln. Eins ist, die bedrecken, die verstärken, die unholen oder vielleicht Namen betäben. Oder wir können entscheiden, mit uns weiter zu handeln, in Heilung zu kreieren. Die können es wieder nicht tun, oder die können entscheiden, die zu bedrecken, verstärken und die zu betäben. Oder die können entscheiden, aus die was geheilt wollen. Und die Wahrheit ist dort, wir haben so sehr viele Menschen dort, waren. Wir kicken gleich eine Menschen, die du süppen tun, die du schmieken tun, wir kicken gleich eine Menschen, die du Porn watchen tun, wir kicken gleich eine Menschen, die du all diese Dinge tun. Und das ist troubelig genug, because drugs und Alkohol und Pornography, das sind Troubles. Aber der wirkliche Trouble ist, dass die Ursache, warum wir viel mehr Dinge tun, was wir tun, ist, because wir haben weiter in uns Wort. Wir wissen nicht, wo damit zu handeln. Dann do wir ein Wort, das betreiben. Und do wir bloß ein Wort, davon verjeten. Wir tun ein Wort, das wir nicht brauchen, mit das weiter handeln. Und meine Frage von dir ist, wo darfst du mit der Weide, was du in deinem Leben hast, wo darfst du handeln? Darfst du einen Tape-Rahmen? Darfst du proben, short-term zu fixen? Oder bist du, wo du den Reset-Button drücken und sagen, hey, ich mit Heilung kann? Nu, dat zijn onze woel, wat we nu met willen doen. En de goede nodig van dit is, besonders wenn wir denken an ons Leben, ans Hort, onze relationships, die Dinge, die zwei sind, die Städte, wo wir sind, wo wir tun werden, besonders wenn wir an das Thema denken, wir sind so gesehen, als wir haben nicht bloß Hupning für Heilung, wir haben den Heiler, hier so. Wir haben den Heiler von aller Heilerstuhl. Und ich glaube, einmal, dass wir das Thema underestimating oder auf Tunnel Stauben abstellen, wenn wir denken an den Heiler, was wir haben. Und die weiten Krieg von was rede, wir reden von Jesus Christus selbst. Das gibt kein Heiler wie Jesus.
Dort darf kein wer jemals wird heilen wie der Jesus. Doktors können die was geben, Menschen können die was betreiben, die kost was annehmen, aber heilen kann bloß allein Jesus. Und wir gleichen nicht von der Thema von Heilung vertrauen, wenn ein paar Ursachen. Nummer eins ist, wenn du mal so besser bei tun worden und du hast gebeten, geprachtet, dass Gott wird heilen, dass Gott wird Gesundheit checken und das ist nicht so utgekommen, was du weißt, dann bist du vielleicht bei dir gekommen, wo du sagst, entweder Gott will nicht, Gott kann nicht, oder Gott darf nicht an mich, oder Gott heilt nicht für mich. Und so, wenn wir lang genug durch sein Band gewesen und dort gedacht haben, dann glaube ich, dass Gott das nicht, oder will nicht, oder das schafft bloß nicht. Oder vielleicht so wie du, wo wir Angst haben von Heilen vertrauen, besonders an die Kirche, weil das Thema hat Kirchen gespielt. Wir haben eine große Herde von Menschen, die sagen, Gott kann nicht bloß heilen, Gott muss heilen. Und wenn Gott in dein Leben nicht heilen wird, das meint, dass du glaubst nicht sein noch. Und es ist deine Schuld, dass Gott nicht heilen wird, alle glauben. Oder wir haben einen anderen Extrem, wo die sagen, dass Gott seine Heilung erst mal passiert. Gott teilt mal heilen, aber nicht zu alt, dass alle Großpapa die kann, aber die will mal heilen. Das ist eine Vergangenheit. Und ich will haben, wir wollen kommen, wo wir sagen, dass das Thema als so weit wachgeschmissen worden, dass Jesus kann nicht bloß heilen, Jesus darf nicht bloß heilen, Jesus der will heilen. Und nicht bloß dort, aber Jesus ist der ganz einzige Heiler, der jemals verschwingt. Der Schöpfer von Himmel und Erde ist der ganz einzige, der heilen kann. Das ist der ganz einzige, der heilen wird. Und so, wenn wir über das Thema denken, ich glaube, wir müssen uns lernen, so zu denken, dass du das keiner. Gleich, wenn ich die Geschichte bekicke im Alten Testament, wo, wenn du kranke Menschen wären, wenn ein kranker Mensch einen anderen kranken Menschen anfüttern, dann würde der krank sein, dann würde der den anderen anfüttern, dann bald würde die ganze Kirche von Menschen krank sein. Und das wird wir. Weil Krankheit hat überschlafen und Krankheit macht alle Menschen krank. Und wenn ein Mensch diesen anschießt, dann werden diese Menschen krank. Als Jesus an das Bild ankommt, dann reverse das Thema oder das Bild. Jesus kann einer oder diesen anschieren und Jesus hat nicht Angst vor den kranken Menschen. Jesus hat nicht bloß nicht Angst vor den kranken Menschen, der sagt, ich bin für die gekommen. Because die Gesunde brauchen den Doktor nicht, ich bin für die Kranken gekommen. Und wenn Jesus würde einen Menschen anschieren oder 10 Menschen anschieren oder 1000 Menschen anschieren, der würde gesund werden. Und so Jesus ist der Heiler, Jesus will heilen. Bloß so fertig haben wir uns einen oder anderen Weg bloß gegrüht für das Thema. Oder uns ist das viel zu viel Arbeit, das heilen zu looten. Und ich glaube, dass wir haben nicht bloß das Thema underestimated. Ich glaube unbedingt, dass wir haben eins nicht. Ich glaube, wir haben das nicht gesehen, dass Gott auf dem Weg von Schafen, wo du Büter je wenig Geld ist und das viel Routen Hupning endet. Hier das Reich, wenn ich das was sein. Ich glaube nicht, wenn du was reich denken, dass alle Krankheiten immer nach wollen heilen in dein Leben. Ich glaube nicht, dass wenn du eine Krankheit hast in dein Leben und wenn du was reich denken, wird immer danach geändert sein. Aber ich glaube sehr, sehr stark daran, dass wenn wir gesund denken, dann würden immer halb so viele Krankheiten auf der Welt sein. Wenn uns denken, würde reich sein. Wenn wir uns nicht so viel würden sorgen, wenn wir nicht so viel würden negativ sein, und wenn wir würden das Leben positiv ansehen, ich glaube, physisch würden immer halb so viele Krankheiten sein oder nicht nur halb so viel. Das glaube ich ganz auf ihrem. Und so du wirst dass Jesus auch immer weiter, wenn Jesus will, wem heilen, und wir sagen das immer. Die bringen kranken Mann Jesus, die looten den derchen Tag, die merken sich, all das Arbeit um den derchen Tag bringen du für Jesus. Because it's Lohn. Die will gehen. Die kann nicht stehen. Und die will geholfen werden, physisch. Und ohne die gefragt haben, haftet den du versichert und sagt, die sind deine Sünden vergift. Woran? Frücht ihr das? Aber ich glaube unbedingt, dass Jesus die wir Dollar besorgt, unsere emotional Gesundheit und unsere geistliche Gesundheit über unsere physische. Und ich sage nicht, dass Gott nicht über deine physische Gesundheit dran hilft, aber ich sage, dass Gott es Dollar besorgt, dass dein Hort und deine Säule wollen gesund sein, als dass dein Körper gesund ist. Weißt du warum? Weil dein Körper wird hier bald gleich sein. Dein Körper wird einfach nie sein, der wird gesund sein, der wird perfekt sein. Aber deine Säule in den Jes, was du von der hast, die wollen in aller Ewigkeit sein. Gott will haben, du sollst die lernen, und gesundet Hort haben, und gesundet Denken haben. Wie sollen uns lernen, gesund zu denken?
Und wann wir das tun, nicht alle Krankheiten in der Welt waren verschwinden, bloß ist dort. Aber wann wir uns lernen, gesund zu denken, viele von den physischen Krankheiten, die wir haben, die wollen nicht so schlimm sein. Because uns Denken ändert uns Verstand und uns Verstand ändert, wo wir leben. Und so Jesus, der immer war, wenn Menschen wollen gesund werden, dann schafft er das geistliche Leben und dann steht er physisch erstmal gesund merken. Okay? Und ich wünsche, wir würden uns Denken halten, dass wenn Jesus von Heilung verteilt, der verteilt so sehr viel mal von unserer geistlichen, von unserer säulichen Gesundheit. In Gott will, Jesus kann und Jesus wird Menschen gesund merken. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte kurz gelesen habt, aber wenn ihr eine Bibel habt, ich würde gleich mit einem Text zu gehen, was wir in Johannes Kapitel 5 haben. Können wir noch mal hören? Das mal alle, nein, mal das Deutsch. Das hilft, dann können wir besser verstehen. So, in Johannes Kapitel 5, da habe ich eine Geschichte, und ich gleich diese Geschichte, weil Jesus ist in das Bild. Und einmal war, wenn du eine Geschichte liest, wo Jesus selbst ist, das ändert alles. Hier ist eine Geschichte, wo ein Mann gesund ist oder krank ist, und das Mann ist physisch krank. Aber ich glaube, nur den Kontext nun, was hier angeht, ich glaube, das Mann wir geistlich krank, ich glaube, wir emotionally sehr krank. Und so, wenn ihr diese Geschichte nicht lest, in Johannes Kapitel, die erste Versen, du Vers 1, bis die 10 Versen, ganz kurz den Kontext, und ich kann nicht wirklich mitlesen, wenn ihr wollt, aber dort sagt er, dass Jesus kämpft in einer gewissen Stadt, wo ein Teil kranke Menschen sind. Die kämpfen in einem gewissen Pool oder in einer Puddel. Und du sind, in dieser Übersetzung sagt er in Vers 3, dass du wir ein Schaf Kranke. Das sagt, wir ein Schaf Kranke, Blinde, Gelähmte. Und dann noch so eine, was sich du verbrückt fallen, sagt er. Irgendwelche Band wären in der Kategorie würden anpassen. Kranke, Gelähmte, Blinde, und so eine, was sich bloß fallen, sind verbrückt. Right? So du sind, wie weit ich weiß, Übersetzung sein, du sind eine große Herd von Menschen, du sind viele Menschen, viele Kranke. Okay? Jedenfalls, du sind mehr als einer, du sind eine Gruppe von kranken Menschen. Und wenn wir die Geschichte lesen, dann sagt er dort, nur wieder ein Mann. Okay? Du bist ein Teil Menschen, kranke Menschen, aber nur wieder ein Mann. Und er gleicht die Bibel, because Gott ist immer persönlich. Gott ist immer persönlich. Hier sind ein Teil kranke Menschen von der Band. Was ich mit krank meine, ist, wir sind Menschen, die du uns mal denken, wir sind Menschen, die mit Krankheit kämpfen. Hier sind ein Teil kranke Menschen, von der wir hören. Aber Gott denkt an den einen Mann und der eine Früh, und der einen Jungen, der eine Jahr. Und das bist du. Okay? Du wirst ein Teil Menschen, die krank werden, aber das ist der ein Mann. Und das ein Mann sagt du, und das ist nicht bloß einer, was du, weil wir keine anderen Kategorien entstehen, right? Das sind die Kranke, dann die sehr Kranke, und dann die bütergewöhnlich Kranke. Das ein Mann, dass wir nicht da, was du die meiste Hoffnung hast, dass wir nicht da, was du das beste Offier, das sagt du, dass das Mann wie vor 38 Jahren krank gewesen. Du hast die Übersetzung sein, der vor 38 Jahren krank gelegen. So, es ist nicht eine Schmacken-Situation, wo wir hier sein. Das ist ein Mann, man all diese kranken Menschen, das ist ein Mann, der vor 38 Jahren krank gelegen. Okay? Und nur die Geschichte, wir wissen nicht alle Details von dieser Geschichte, aber in der Geschichte, dann kommt Jesus dahin. Und ich weiß nicht, was gerade passiert, aber ich stelle mir vor, wenn der Mann da liegt, der sagt sich, du bist in einer Irrdul, vielleicht sagt er du, vielleicht knallt er sich durch. Aber ich glaube, der kommt auf dem Level von diesem Guy hin. Und ich glaube, Jesus kriegt ihn in den Ohren. Ich tue das imagining, ich weiß nicht, was da passiert. Aber das sagt, dass das Mann hat lange gelegen, wie eine Dame-Situation. Und dann sagt er du, und ich gleich was Vers sagt, aus Jesus, den du legen sagst. Jesus sagt es ein Guy. Der sagt den Mann, der sagt, dass du legen deit. In Jesus, wie Mensch, der Tiet auch, wie Gott, aber wie Mensch. Und dann sagt er, dass er das antwortet, der so lange gelegen hat. Dann lacht er sich über den Duhl, der bringt den Duhl bei. Dann bringt er den Papel und sagt dem Mann, was mit besser feiern. Right? So, was sagt in der Bibel? Was sagt in der Bibel?
Oder die legt sich wieder in Duel und sagt, mich immer das schändlich über die. Und ich will für die nächste Tieren, der auch mit die zu legen. Right? Was sagt in der Bibel? ¿Cómo? Ja. ¿Quieres ser sano? Ja, die fragt, was du gesund worden, right? Das kriegt die Frau, was Jesus fragt. Die fragt ihn, was du gesund worden. Einfach, was du gesund worden. Nee, die fragt nicht, was der das betreiben will. Die fragt nicht, was der was von verjährten. Die fragt nicht, was der kann von den seine Titan. Und die will nicht bloß short-term fixen. Die fragt, was du gesund worden. Und das ist die Frau, was Jesus diesen Geist Frau nicht. Das ist persönlich mit dieser Frau. Das Mann hat keine Hoffnung. Der hat lange keine Hoffnung gehabt. Aber was das Funnyste ist von dieser Geschichte, ich meine, jammer noch mal ein. Warum wird Jesus so eine Frau fragen? Wenn du hast vor 38 Jahren allein und Jesus kennt jemanden fragen, was du gesund worden, was willst du sein? Halt da, nicht? Seht ihr, dass mir fehlt, gesund zu sein? Der hat die mehr gekriegt für 4 Decades. Gelehen. Der hat die mehr für 4 Decades als gelehen. Will er gesund werden? Und ob wir das bleiben oder nicht, aber das Mann, der nicht bloß der will nicht gesund werden, der hat verjährten, dass der können gesund werden. Because wenn wir lang genug haben gehen, und bloß alle Tag gedacht, ich kann nicht, und ich kann nicht, und ich kann nicht. Meine Verhältnisse gehen alle zwei, die wollen immer gut zu fixen. Meine Familie ist einmal in Depression gewesen, ich wollte auch einmal beim bleiben. Wir leiden mit diesen Krankheiten in unserer Zukunft wollen auch einmal diese Krankheiten. Wenn immer wir so dort denken, dass wir lang genug sind in diese Krankheiten, diese negative Denken gewesen, dann wird immer kommen, wie bei du, wo wir sein, das ist bestimmt für mich. Ob die das bleiben oder nicht, aber Jesus fragt ihn, was du gesund worden? Der will ihn euch betreiben, der will ihn euch bloß bejammern, der sagt, was du gesund worden? Was du gesund worden? Und das Mann gibt hauptsächlich eine zweiseitige Antwort, right? Nummer 1 sagt er, ich war nicht so morgen, der sagt, der kranke Mann sagt zu Jesus ist das. Herr, ich habe keinen Mensch, der mir im Wut enthalten, wenn er sich bewegt. Ich habe keiner, der mir helfen kann. Kann diese Menschen, wenn die Augen sind, die Haare nicht, die kennen nicht, und wenn die fragst, dass die Help fehlt, dann sagen die bloß, die helfen mir alle gleich. Das ist immer andere Menschen ihre Schuld. Und das ist eine von den Ursachen, warum ich glaube, dass das Mann wie nicht bloß physisch krank, ich glaube, dass wir seelisch krank. Because der sagt nicht Ja zu Jesus, der sagt bloß, ich kann nicht. Und weißt du, warum ich nicht kann? Because keiner helpt mir. Denn seine erste Antwort ist, keiner helpt mir. Und dann seine zweite Antwort ist hauptsächlich das Salzien und sagt er, und was ich komme, sagt er, stich immer ein anderer für mich nennen. Das meint, wenn ich will gesund werden, ich kann nicht. Nummer 1 ist, because ich kein Mensch in dieser Saison, der mir helfen will. Kann diese Menschen, die immer bloß nicht haben, because andere geben nicht. Kann diese Menschen, die nicht kennen, because das andere ihre Schuld. Kann diese Menschen, die immer eine Victim-Mentality haben, dass das andere Menschen ihre Schuld recht sind. Und lass mich dir was sagen. Wenn das andere Menschen ihre Schuld ist, dass du bist, wo du bist, dann wirst du kein Mut kommen. Because wenn andere Menschen, die du angebracht hast, wenn du die denken, dass andere Menschen, die du angebracht hast, dann hast du die denken, dass andere, die du mit Rüd halten. Okay? Andere haben besser als ich. Andere sind gesünder als ich. Ich kann nicht. Nu, ich glaube hier wie Wahrheit. Aber wenn sie denken, wird das jetzt der Trouble, dass ich kann nicht. Und denkt mal an, der hat den Doktor von Doktors, den Schöpfer von Himmel und Erde, hier bei sich. Und alles, was er tut, ist Jana. Und ich stelle mir vor, dass er das zu Jesus vertelt, dann kann er denken, weißt du noch, hier ist drin, als das Wut sich bewegt, dass wir Jana, was er dann anhüpfen, das ist nicht weit in Haus, das ist gesund. 4 Monate, dann wird das Jana. Und ich kann mir was verstehen, wo das Mann was immer schuldig ist. Sagt, Jana hat mir so helfen, aber der wie ist helfisch. Jana hat mir so helfen, der das nicht. Und die Ursache, warum wir 4 Monate, nur das so, dass Menschen tun, was sie tun. Und das in dein Leben auch die Wahrheit. Das so, dass Menschen, die haben bei dir tun. Das so, dass Menschen, die nicht haben, so tun, was die tun. Das so, dass die Lehrer, die nicht haben, so tun. Das so, dass die Papa, die Mama, die nicht haben, so tun, was die tun. Das ist alles so. Aber solange die Menschen, die in dein Leben treiben oder leiden oder regieren, hör ich vielleicht was ein. Wenn dort andere Menschen ihre Schuld ist, dass du bist, wo du bist, dann wirst du probably in sehr langer Zeit liegen. Wenn dort andere Menschen ihr Trouble ist, dass du bist, wo du bist, dann wirst du probably sterben. Und ich und du sind nicht gemerkt, um hier sterben. Was ich damit meine ist, ich und du sind nicht gemerkt, um in diese Negativity, in diese Welt bloß
durchschlafen und bei den König und der schon ihr Krümels essen. Okay? Ich und die sind gemerkt und den König sind durchsetzen. Die und ich sind gemerkt für das. Und wir haben im Wach von denken, dass ich seine Victim, dass Jan seine Schuld, der hat mir das getan, Jana hat mir abused, und das alles so, dass das war und das ammerlich und das Pain, aber lutet nicht dein Leben abholen, lutet nicht den Traum tot merken, lutet nicht, dass du wirst bloß legen, ein Decke in den anderen bloß du sein und sagen, China, sieh die Rader von Radasch, der Wiedur, der Heuler Wiedur, aber alles, was das Bengel lehrt, und sage ich, kann nicht. Wirst du gesund worden, weil ich kann nicht. Wirst du gesund worden? Kannst du dir vorstellen, was der Jesus in Verstand dreht, dass er sagt, Jana halt mich nicht und der das nicht und Jana hat viel mehr, als was ich tue. Ich frage dich nicht sonst. Ich frage, dass du was gesund worden. Nu, ich will das Thema, wo ich predigen, so wenn ich das verkaufen will. Ich probiere, was Geld zu merken. Als wenn ich dort will, dann würde ich tun sein, dass ich weiß nicht mehr, was ich würde sagen, aber ich probiere das Thema nicht so zu verkaufen, als das bloß P. Ein von den Ursachen, wo die Menschen sich nicht heulen luten, ist, because das Betreiben ist leichter. Ein von den Ursachen, wo die Menschen mit ihrer Weide nicht heulen, ist, because das Verstärken short-term gedacht ist viel leichter. Wenn du über eins denkst, was in deinem Leben weidert, und es steht mit Heulen und das Heulen luten, dann kann wir so leicht gehen, irgendwas tun. Und du brauchst gleich Drugs brauchen, du brauchst gleich all diese beise Dinge tun. Du brauchst bloß hier den Phone, die und verstärken. Once da über YouTube watchen, oder eins was Fan tun. Bloß deine Zeit verspielen. Und Social Media sind. Was immer du weißt, bloß dass du nicht brauchst über deine Weide denken. Nu, die Weide heulen, das Wei. Weide heulen, das Wei, das warum so viele Menschen nicht looten, ihre Weide heulen. Okay? Das warum wir uns das nicht wehren. Because das betreiben die den Staudje, das leicht, das schafft nie. Aber die Weide zu heulen, dort das Wei. Habe ich von uns mal in Fout uitgebrechen, oder irgendwo in Knecken verbrechen. Dort aufbrechen, der ich so weit, der das. Ich habe mir sagen, na, der Bengel wie ein Fout ganz uitgebrechen. Und dort uitbrechen, das weit, aber das nicht so weit. Weißt du, was der weit ist? Wenn ich Tragmerker die zu holen habe. Ich will nicht nur es nennen, aber dort das weit. Und wenn ich von der Dreh denke, dann denke ich, ich sollte bloß das uit den Sack looten, right? Das wir ganz rüten, dass wir auch zwei brechen, ich habe bloß so looten, nicht? Nee, wir tun das nicht so looten. Das hat weiter zu nennen, das hat weiter zu fixen, aber dann kann es heulen. Aber so viele Menschen, die verstehen das nicht oder die tun das nicht in ihr Leben. Eins wird mir weiter tun, eins wird was tun zu mir, ich kann es so weiter an mein Leben, mir ist so viel Arbeit, mir der zu weiter von vertrauen. Aber kann ich dir was sagen? Nee, wir sind durch genug geraten. Ganz allein durch Genut. Gott sei nicht genug, wir genug tun uns raten. Aber hier ist ein Ding, was wir müssen lernen. Dort, was wir sehen, dort, wo wir ernten, und dort haben wir Choices zu tun. Wenn du wirst entscheiden, dass du wirst geheilt worden, dann wirst du müssen entscheiden, dass das was weiter und das kann geheilt werden. Und die Ursache dafür ist, dass wir vertrauen von allen Dingen ans Leben, was du an weiter tun. Du musst ja immer vergrufen sein, wer will du mit schaffen. Und schwer, solange es die Unja ist, dann bleibt das. Kann ich dir vertrauen, bleibt das schiet die Unja. Aber wenn du das einmal aufmerkst, dann sieht das Darm, aber dann kann es rüten, dann kann es geheilt werden. Einmal an die Geschichte gedacht, wo Jesus nicht früh in Samaria bei den Barm ging. Nee, Gott liebt die früh. Gott gleicht die früh. Gott will die früh halten. Gott will der Hort heilen. Aber weißt du, wo Jesus, ihr schmeckte die Sache fernfeilen, und dann hat immer hostig das an den Ding poking, wo das weiter ist. Er sagte, die früh hummel den Mann. Du willst die früh nicht von vertrauen. Weißt du warum? Because der Hort war in den Mann. Dann sagt ich, und dann sagt Jesus, ich weiß. Und Jesus pokte an. Nicht, wenn die Welt früh weiter an. Aber Jesus weiß ganz genau, wenn die nicht einen Post erträgen und die Weste von den Dingen schaffen, was er in der Vergangenheit hat, der wird kein Moment frei sein, um geheilt worden zu gehen. Und das Wunderbare von der Geschichte ist, dass die früh wird geheilt. In der nächsten Szene, wo du sitzt, ist früh geht eine Kolonie an und verteilt alle Menschen von Jesus. Eine ganze Herd von Menschen von Jesus, weil es so früh ist geheilt worden. Wenn ich und du wollen, große Dinge tun, und wenn ich und du wollen Dinge tun, was du gratis ist, was wir können feststellen, dann wollen wir mit abhören, mit unserer Weide bloß bedanken, wir wollen mit abhören, mit unserer Weide bloß verstärken. Die große Frage, die ich an die von dir aus meist hast, ist, wo lange wirst du da liegen? Wo lange wirst du da liegen, du wo du bist? Wo lange? Wo lange hast du da gelegen? Wo lange bist du da gewesen?
Wo lange bist du was, wo du nicht bist? Und du brauchst gleich nicht die Nummer checken. Du brauchst gleich checken, von was deine Früh auf tun, die Morgen auf tun. Wo lange wirst du legen, wo du bist? Wo lange wirst du mit der Weide bloß einmal war, ein Jahr oder ein anderes Jahr sein? In der Bibel sagt, in 1. Petrus Kapitel 2, Vers 24, Petrus schreibt das durch, because Petrus weiß, was Jesus von mir tun hat. Und er sagt, durch seine Wunden, sagt Petrus, sind wir geheilt worden. Und wir können leicht so denken, okay, das ist für Jahre eine Gruppe, was du so wild sein und was du bloß an Heilung predigen darfst. No, das ist die Bibel. Jesus sagt, durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Das ist, was Gott sagt. Die Jünger verstehen das auch nicht. Die Jünger, die kriegen das gleich zu holen. Weil sie waren wie aus Jesus wie ein Kreuz was, der hat Lacher hier durch. Weißt ihr das noch? Die Bibel sagt, dass Jesus wir gestorben und er wir ein Grab nehmen gewohnt, er wir drei abgestoßen. Jesus hat Lacher, der gefeiten, der hängen, der hat Lachen in der See, wo den hat gepürkst und wo du wir bloten Wunder geschält. Weißt ihr noch? Das wie Jesus. Und die Bibel sagt, durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist die Wahrheit. Die Jünger hatten einen schweren Titel zu bleiben. Als Jesus wie gestorben, für Erde weiter. Jesus wie hat Wunden gemerkt, für Erde weiter. Und als Jesus wie gestorben, in Grafland gegangen, in drei abgestoßen, die Jünger werden so durch und dass die Himmel was werden. Die hatten sich ab Jesus verloren und die werden alle kaputt gegangen und die wissen nicht mehr, was nicht zu bleiben. Die glauben, er war wie gestorben. Die Bibel sagt uns in Johannes Kapitel 20, dass die Jünger sind einfach taub. Die sind alle taub und die beten durch, aber die haben deren Tür geschlossen mit einer Angst für die Juden und die antworten das dann, was das Jesus zu tun hat. Weißt du noch, der Geschichte? Und dann sagt er, dass Jesus kommt mal einmal an. Jesus kommt dann an und sagt, Friede mit Jünd. Die brauchen euch Angst haben. Ich meine, ja, mal noch mal ein, wer würde nicht Angst haben? Die werden vertwiebelt, die werden Meid und die werden Angst. Und was ich gleich von der Geschichte ist, dass Thomas, der zwiebelt. Dann sagt er zu Jesus, ich werde nicht glauben, unless es kann sein, dass du Lache hast, right? Weißt du noch? Ich werde nicht glauben, aber ich weiß, du bist Jesus. Und das Abfall von der Geschichte, dann kommt Jesus daheim und sagt, Thomas, du musst deine Hände hineinlegen. Du musst deine Hände hineinlegen. Kannst du dir feststellen? Du kommst wieder an, und das ist Stufe von der und jetzt nicht die, und dann sagt, du musst deine Finger hier durch. Du wirst danach nicht schlucken, wirst. Ich glaube, Jesus steht wird, dass Thomas dort kommen würde, sie leben verhirten. Ich glaube nachher, dass Thomas stand danach bei uns ab und der grühlt sich. Aber weißt du, was ich glaube, dass wir Jesus sehen, wach von sein, die wirst geheilt geworden durch das. Und was mir angeht, von der Schmerz zu tun, hier ist nicht einer von uns. Hier ist nicht einer von uns, der nicht in der letzten Zeit hat so gedacht hat, ich bin Meid von dieser Weide, ich bin Meid von das, ich bin Meid von, dass das nicht schafft, ich bin Meid von, dass meine Familie nicht schafft, ich bin Meid von, dass mein befriedetes Leben nicht schafft, ich bin Meid von, dass ich nicht geheilt bin, ich bin Meid von alles. Und ich würde leicht nicht, die würden und das denken, stell dir vor, because it's the Wahrheit. Jesus seine Raub von uns, dass wir sollen alle ankommen. Und Jesus ist persönlich mit dir. Und er ist besorgt am dein Leben. Er ist besorgt am deine Gesundheit, er ist besorgt am dein Denken, er ist besorgt am dein Hort. Mehr als du glaubst. Jesus kann nicht bloß, Jesus will nicht bloß. Jesus, der ist der Einzige, der dich kann heilen. Und von der Schmerz würde ich gleich mit dir in die Ohren merken. Und kriegst du, wo du bist, dass du die das feststellen.
Stell dir vor, dass durch den Heiligen Geist Jesus ist hier von der um uns taub. Und der geht hier ran, kriegst du bei einem Pool, kriegst du bei einem Portal, und der geht alle Kranken vorbei. Nicht, wenn der andere nicht besorgt ist, aber das haben wir nicht die, du die was. Das ist, was Jesus tut. Jesus hat besorgt um dein Hort. Merk deine Augen zu und stell dir vor, dass Jesus ist da. Und ich kann mit dir gehen. Und du fühlst dich schuldig, weil du weißt, dass du hast all Dinge auch getan. Du weißt, dass du hast Jesus angeschmiert und du hast alles getan. Aber ich kann mit dir, willst du gleich tun. Und stell dir vor, dass Jesus dich knallt sich für dich, weil ich kann mit dir level. Ich weiß, du zweifelst. Ich weiß, du hast Angst. Und du weißt das. Jesus weiß das, du hast lange nicht alles taub. Du hast meine Frau und Antworten. Aber Jesus fragt dich, was du gesund sein, was du geheilt worden. Und stell dir vor, dass du kannst in seine Hand nehmen, du kannst ihn hängen, in seine Hände leihen und du kannst sperren, dass der Wunden für dich. Das ist die Wahrheit. Und das ist ein Beweis dafür, dass der will dein Hort heilen. Wir haben ein Hort voll weiter, weil diese Welt hat uns weiter gebracht, oder vielleicht haben wir das selbst getan. Aber Jesus will die heilen. Stell dir vor, du nimmst Jesus in die Hand, du brauchst nicht nur beticken. Keiner denkt an die denken alle viel zu sehr an sich selbst. Stell dir vor, du nimmst Jesus in die Hand, seine Asche in die Hand, was du nach Himmel hast, was getan hat, der von Lacht zu werden. Und die hast in dein Hort noch leid. Dann sagt Jesus, ich will geheilt sein. Sagt Jesus, ich will geheilt sein. Sagt Jesus, mit seiner Hand auf dein Hort, sei, ich will geheilt sein. Wo ist die Anfang, mein Hort zu heilen, dass du noch keiner mehr hast? Ich gebe dir meine Weide, ich gebe dir meine Angst. Und ich gebe dir meine Ungerechtigkeit, ich gebe dir meinen Sinn. Ich danke dir für all das Betul. Und was immer das meint für mich, Gott, ich vertraue dir. Ich weiß, ich zweifle, aber ich vertraue dir, dass du das Beste tun. Ich gebe mein Hort, mein Leben, meine Familie und alles, was ich kann, alles, was ich sein in deine Hände. Dankeschön, Jesus, für mich heilen und für mich versprechen, dass durch deine Wunden sind ich geheilt. Ons heeft het een grote vrede dat die van jou gewählt hast, maar ons te horchen. Onze Welt leeft van der Diestenis en Angst en Armut. Maar die een vriend hast oder een weet, wenn diese Botschaft wird Maut merken, dann wird wir gleich noch die Wurst diese Botschaft mit dem mitteilen. Und wenn du von dieser je in best wohl Lebensjahr ist oder du noch mal hast gerechnet von unterwegs zu besiegen, wie würden die Seile anluden, kann man es besiegen, also deren sind gut für alle Menschen. Wie kommen hier alle sind nach Smarries Tag nach nehmen, dort zum Kaffee trinken, zum Spazieren in Gemeinschaft haben. Nur dort dann habe ich gute Leben hier leider nach einer Botschaft, wo du praktisch ist, wo du dein Leben sehen und die Maut geben. Dann werden wir dir aber sehr anladen, Part zu sein von unseren Lebensgruppen. Das sind kleine Gruppen, wo wir durch den Weg kommen. Hier merkt wir das persönlich. Hier kommen wir zum Beten, zum Spazieren, zum Lachen und gute Gemeinschaft haben. Wenn die Freunde fehlen und die wo schlecht ein Part zu sein von so einer Gruppe ist, dann finden uns das Nummer, was hier angegeben ist, oder schreiben uns an WhatsApp, oder besuchen uns an unserer Webpage, lebenstrike.com. Uns hier erscheint, dass wir können Part sein von den guten Plans, was Gott für dein Leben hat. Wenn die wo gleich in alle Weg unsere Botschaften anzuhören, wenn ihr in YouTube noch kommt, dann wollen wir gleich noch die wo subscribe auf den Klinger drücken, dass dort was die dort anwollen.